Von der ersten Mal, wo wir unsere Serie über den wahre Abbühen von Jerusalem, nur die babylonische Gefangenschaft wiederführen. In Feierwerk hier wie dort aus der Juden in Jerusalem tragen, versammelt sich dort ganze Volk so aus 2 Männer, so aus ein Mann. So aus ein Mann an Jerusalem. Und die Priester büden Gott seinen Altar war ab, die Bubenbrandopfer zu opfern, so als dort im Gesetz Moses geschrieben steht. Woran? Den Herrn zu wiesen, dass ihre erste Priorität in Leib war und dass größte Wunsch wir seine Gegenwart war, Unge an zu haben. Sie wollen nur dem Gesetz gereinigt werden, sodass sie Gottes Gegenwart genießen können. Für über 70 Jahre hatten die Juden nicht Gott Opfer bringen können, so ist das Gesetz verschrieben dort. Und nun können sie endlich weiter die Opfer bringen und die fangen fort und sobald der Altar weiter gebaut wird. Und nachdem der Altar fertig wird, dann wird fort geplant, den Bau weiterzuführen. Und was wird ihre nächste Priorität? Das Fundament von einem neuen Tempel. In einem Kommentar steht, woran wird der Tempel zuerst gebaut, sogar vor der Sturzmeer? Gott soll der Juden mir sein. Und die Menschen wissen, dass der stärkste Steinmeer an nicht bewahren und schützen können, wenn Gott nicht mit an wir. Und deswegen wird der Altar und der Tempel grundlegend zuerst gebaut und nicht der Sturzmeer. Und wir werden von 1. Marius Betrachtung anfangen, indem wir ein bisschen Zeit nehmen, um zu sehen, woran das Fundament von Tempel Gottes wichtig ist und wo das Fundament gelegt wird. Wir lesen in Vers 7. Ich lese wieder Vers 7 aus Esra 3, Vers 7. Und sie geben Geld für die Steinhackers im Bü, Arbeiter und Eten und Getränken in Öl für die Lied von Sidon und Tyrus, dort die Zeuderhalt von Lebanon, sei und dann Bad Jaffo brachten, so aus Tyrus der König von Persien dort freigegeben hat. Dann, oder wenn das Vers ans bekannt hier, dann vielleicht haben wir mal zu tun, dort wie meist die Salje wird in 1. Könige 5, Vers 25, in 24 und 25 fing. Gottes Wort sagt uns, dass die Israeliten, die müssen immer Halt von Ausland bringen oder holen. Woran? Why do they have to import wood? Ja, die hatten nicht viel. So, die müssen das einmal importieren. Und die wollen eine ganz spezifische Art Halt haben, dass wir Zeder halt. Und das wird ganz perfekt für so ein Bü. So, die müssen das einmal bestellen. Und die haben das von Tyrus in Sidon bestellt. Und Salomo hat auch das tun. So wie ich all sehe, wenn wir 1. Könige 4, Vers 24 und 25 lesen, dann lesen wir, wo Salomo gründlich viel Halt bestellt hat. Und wo er dann die Königs von Sidon und Tyrus dann andere Sachen treischacken hat. Das redet durch von 3000 Tonnen Wert und 6000 Liter Olivenöl, was sie jedes Jahr treischacken müssten, Halt zu kriegen. 3000 Tonnen Wert und 6000 Liter Olivenöl. So Wert in Olivenöl wie Dinge, was viel zu finden wir in Israel, so der müssen dann ein Tisch durch. In Feierwerk sagen wir, wo die Juden sagen, dass der Altar nur dem Gesetz Kreisgebiet wird und dort die verschiedenen Opfer auch gebracht werden. Und das deuten sie an der Hoffnung, dass Gottes Gegenwart dann kommen wird. Die wollen alles so kreis merken aus das Ding. Wenigstens die wollen Gottes Wort kreis halten. Die wollen Sachen merken, dass sie alles deuten, was sie können, so dass Gott in Gott seiner Gegenwart kommen wird. Und von der, wo wir sagen, wo die Juden David in Salomos Beispiel am Tempelbau folgen deuten. Und dort wären David und Salomo, die den ersten Tempelbau leiten deuten.
Dort mosaische Gesetz erklärte Gottes Anweisungen für die Stiftshütte. Dort seht Krieg, dort wird Gottes seht Krieg, wo die Juden oder die Israeliten den Stiftshütte bühen sollen, wo die sein soll in alles. Ich wohne Zeichen und ich wohne Halt in alles. Aber vom Tempel bühen hat Gott nicht was gesagt. Dort wird nicht nur Gott seinen Plan oder Idee. Von wo kam dort die Israeliten dann Luther einen Tempel bühen für Gott? Wem sein Plan wird? Whose idea was it to build God a temple? Das wird Davids Plan. Der will Gott einen Tempel bühen. Warum will David einen Tempel bühen für Gott? Why did he want to build God a temple? Ja. Ja. So, er sagt, wo der Bundeskirche Gottes in Zelten stand, und er kann über einen sehr schmacke Haus oder Palast wohnen, er fängt das nicht für reich. Er weiß, dass Gott mehr wird, wie als arm ein feines Palast haben. Und er fängt das bloß nicht für reich. Und so, er will kurz einen Tempel für Gott bauen, und leitet Gott arm dort down? No, er leitet dort nicht. Gott leitet dort nicht. Und wir lesen in 1. Chronik 22, Vers 8 und 10, warum nicht? Ich lese aus 1. Chronik 22, 8 bis 10. 1. Chronik 22, 8 bis 10. Aber Gott leitet mich sein, das was David sagt. Du hast große Krieg geführt und viele Menschen umgebracht, und deswegen sollst du nicht ein Haus bauen, wo mein Name angebetet wird, wie du für mich so viele Menschen umgebracht hast. Aber die sehen, die geboren wird ein Friede geben sein. Und ich war am Fried verschaffen von all seinen Feinden rundum. Er soll Salomo heißen. Salomo, ich hatte mal erwähnt, Salomo kommt von dem Wort Shalom. Und Shalom meint Frieden, right? Fried. Deswegen muss er Salomo heißen. Der soll Salomo heißen, wie es auch war Israel Fried und Ruhe geben, solange es er lebt, sagt Gott. Der soll dort Haus bauen. Gott hat versprochen, David sehen, Salomo Fried am Lohn zu schenken. Während seiner Regierungszeit wird dort Haus Gottes gebaut worden. Und hier sieht das nicht in Jesus in dort Königreich oder Friedensreich, was er mit seinem Kommen angefangen hat. Jesus Christus als den Friedensprinz, right? Der hat ein Friedenskönigreich. Und Gottes Wort erklärt, wo Jesus seinen Königreich und all die ihre Horten abstellen wird, die arm annehmen dann. Right? So wie kann auch zu Gottes Königreich von der nach gehören, Gottes Friedensreich gehören, indem wir Jesus Christus annehmen dann und für Jesus Christus leben dann. Ja? Und was soll wir dann tun? Wenn wir zu Gottes Königreich gehören, was soll wir dann tun? Wenn dort sein Friedensreich ist, dann soll wir Gottes Frieden auch verbreiten, nicht? Wir sollen Friedensstifter sein, Friedensstifter sein, Friedensverbreiter sein, wann wir zu Gott gehören. Und dort Gott seinem Volk, der Israeliten, befohlen hat, nach Jerusalem zu tragen und den Tempel weiter abzubauen, wir für ein großes Versprechen von Frieden am Land. Dort wir uns, ob Gott ansehen, dort kriegst du uns heute Salomo in der Friedenszeit verschaffen hat, von all seinen Feinden rundum, wird er die Juden auch mit Frieden und Sicherheit segnen. So, dort wir eine sehr große Versprechen Gottes, dass sie nie weiter einen Tempel bauen können, und nicht bloß können, aber sollen. Das erste Mal, dass ich alle sagt, wird nicht Gott, was sein Volk sagt, dass sie einen Tempel bauen soll. Das wird David. Und nun sagt Gott, bau mir einen Tempel weiter. Das wird ein Versprechen von Gott. Ich will ihnen Christus dann wahre Frieden schenken. Und wir lesen in Vers 8, Esra 3. In der zweiten Monat im zweiten Jahr, nur zurückgekommen, nun Gotteshaus in Jerusalem, war die Arbeit an dem Herrn sein Haus angefangen. Zerubabel, Shealtiel sein Sohn, und Jeschua,
Josedag sin sehen, en de ewige van ihre Brüder, de Priester en Leviten, en all die uit de Gefangenschaft in Jerusalem gekommen wären, stelten de Leviten van 20 Jahren in de Rewe aan, dat sie de Absicht über de Arbeit hadden. In Esra 2, Vers 40 wordt ons gezegd, dat mank de meest 50.000 Treissiedler, moet 74 Menschen Leviten werden. Van 50.000. Wo wären die anderen? Weet niet. Aber moet 74 van die 50.000 wären Leviten. Diese Leviten waren Tabuleiders gemerkt, Tabu-Absichter gemerkt. Und wir losen, dass sie einig an ihrer Arbeit wären. In Vers 9 sagt sogar, die gingen gemeinsam los, um die Arbeiter um Gottes Haus anzuladen. So erst seht ihr, die wären so ein Monat versammelt in Jerusalem und nun werden sie einsam schaffen, dass sie taub Gottes Tempel bauen können. Einige Menschen würden vielleicht gedacht haben, dass es arg wäre, dass die Leviten Tabu-Absichter oder Lehrer gemerkt wären. Von 20 Jahren alle können die Lehrer sein. Und vielleicht hatten Wasser von den Juden damals auch so gedacht, dass es nicht reich wäre. Nur warum sollen die mehr Autorität und Kraft und Anerkennung kriegen, bloß weil sie Leviten wären? Hatten vielleicht Wasser gedacht. Aber wir nicht vergessen, dass die Leviten auch am mosaischen Gesetz ausgebildet werden. Wenn jemand weiten wird, wo Gottes Haus gebaut worden soll, dann würde die Leviten gewahrt sein. Also dann ist es doch ein bisschen deutlich, woran die Leviten das Bauprojekt gelehrt haben. Liebe Schwester, dort darf nichts, was so tun dargelegt, als wenn Kinder Gottes uneinig waren. In einer sich streiten dann. Hij wil, so tun wel, dat wir unsere Lehrer in ihre Fähigkeiten eine Frau stellen, sodass wir an nicht mehr vertrauen dann. Und anfangen dann gegen anzuschaffen. Spöllingen zu merken. Und aber wofern ist es dann nicht hier zu lesen, dass die Leviten an ihrer Arbeit einig wären? Die 74 Lehrer, die wären einig. Und das Volk ihrer Leitung sich ungestalten sein. Die wären so einmal unter diese Lehrer. Die schafften taub. Und wenn einer die Einzige ankicken wird, right? Die schaffen taub. Right? Einer um anderen, right? Die tun Krieg, was die tun sollen. Die bringen Eten, die merken ihre Nasten oder Hieser, right, was die dort haben. Die schaffen alle taub, die sind einig. Und wo sind wir? Wir sind auch einig sein. Und alles, was wir für Christus tun, soll wir einig sein. Und Gott gibt Lehrer an die Kirche, und wir werden von den Juden lernen und uns proben auch, die zu unterstellen und taub zu schaffen, wegen wir weiten wir schaffen für Christus. Einig am Glauben, einig an der Arbeit, taub schaffen. Und diese Vers wiesen uns weiter, wo wichtig das ist für die verschiedenen Kirchenlehrer, nicht bloß, dass wir die haben, aber dass wir für die beten tun. Und dass Gott Einheit und Demut an die Gemeinde schenken wird. Wir möchten taub schaffen und wir wollen taub schaffen. Das geht so viel besser, wenn wir taub schaffen können für Gottes Königreich. Wir kriegen so viel mehr für dich, wenn wir taub schaffen tun. In Esra 3, Vers 10 bis 13 lesen wir, dass das Daut Fundament gelegt wird und dann ein ganz besonderer Gottesdienst geführt wird, um Gott dafür zu danken. Und das macht mich so froh, wenn ich darüber denke, okay, die mögen führt den Altar, dann haben sie ein großes Fast, okay, lobt und dankt dem Gott dafür. Und nun haben sie den Fundament gelegt und dann haben sie weiter für ein Fast. Die können nicht mal warten, was der ganze Tempel gebaut wird. Die lobten Gott und preisten sie nun, für wo er anhalten wird. Wenn wir was die Verse weiter lesen, Vers 10 und 11. Ich lese Vers 10 und 11. Und als die Bauarbeiter dort Fundament für den Herrn sie den Tempel läden, stellten die Priester sich in ihre Priesterkleider ab mit Trompeten und die Leviten. Asaf sie nun kommen mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nur die Ordnung von David, den König an Israel. Und sie deuten an einen Wechselgesang Gott loben und danken. Der Herr ist uns teilgetan, sehen die.
En zijn erbarmen bleef voor immer über Israel. En dat ganze Volk looft dem Herrn met bloedet jochen, wie es dat Fundament für dat Gotteshuis geleicht wird. Wir lesen, liebe Schwester, dass das Volk Gott gemäß den Verschriften Davids gelobt in Gebet hat. Die den Krieg dort, wo David für Anweisungen damals gab. Die wollen Krieg dort tun, wo Gottes Wort ansieht. In 1. Chronik 16 beschreibt die Bibel, wo König David klare Anweisungen für den Gebrauch von Musik für die Gottesdiensten am Tempel gegeben hat. Ein Krieg, was David dort geschrieben hat, deuten sie auch. Die drei Siedler wollen Davids Anweisungen befolgen. Und die Schrift sagt uns auch in 2. Chronik Kapitel 5, 2. Chronik 5, dort aus Salomo der Priester befohlen hat, die Bundeskiste zum ersten Mal in den ersten Tempel zu bringen, dann wird ein sehr ähnlicher Fast oder Gottesdienst geführt. Den Krieg dort vor David ansäte da. Und die brachten die Trompeten und die Instrumenten rüd und die spielten Krieg, was Gott dort haben will. Und Gott wird dort geirrt und gelobt und gepriesen. So, wir preisen Gott dafür, wo gehorsam diese Israeliten damals waren. Und wir können auch davon lernen, right? Wir wollen tun, was Gottes Wort sagt. Und wenn wir Krieg dort tun, was Jesus Christus gelehrt hat und was die Apostel gelehrt haben, dann wird Gott uns segnen aus Zeug. Dann wird er auch uns ansehen, wenn wir dort vom Horten tun, live. Im Gegensatz zum ersten Tempel hat der zweite Tempel keine Wort. Wort wir eindenken, was den zweiten Tempel nicht haben wird, was den ersten Tempel doch hat. What was something that the second temple did not have and would never have that the first temple had? Ja, die Bundeskiste, der Ark. Die Bundeskiste verschwang während der Gefangenschaft. Als die Babylonier alles abriemen, utriemen deuten von Jerusalem, nehmen sie den Bundeskiste auch weg. Das wird der Historiker sein. Und die weiten nicht, wo die geblieben ist. Aber der ist niemals weiter in Jerusalem zurückgekommen. Oder im Tempel Gottes zurückgekommen. Und das Krieg, was Jeremia in Jeremia 3, Vers 16 sagt, wird passieren. Er prophezeit davon. Er sagt, niemals weiter wird der Bundeskiste Gottes im Tempel Gottes sein. Und wie es die Juden wissen, dass der Tempel keine Bundeskiste haben wird, haben sie dort Tempel Fundament zu Gott geweiht. An der Hoffnung, dass die Gegenwart Gottes dann kommen wird. Im Alten Testament, als Salomo den Bundeskiste im Tempel anbrach, dann so gesagt, wie ein großes Fast und dann kam Gottes Gegenwart an, in eine große Weig. Und die wissen, die würden keine Bundeskiste mal haben. Aber die hatten trotzdem den Fundament vom Tempel geweiht, zu Gottes Ehe, mit den Wünschen verlangen, dass Gott dann kommen wird. Und als neutestamentliche Kinder Gottes, weit wie dort Gottes Gegenwart immer bei uns ist, durch Jesus Christus und den Herrn Jesus, wie es heute in uns wohnen wird, weil wir seine Kinder sind. Und wir wollten auch, dass Jesus Christus dort Fundament von uns Glauben in Eckstein von der Gemeinde von der und Tag ist. Und dass Jesus Christus alle Tag Anbetung wird ist. Dort gibt es noch einen letzten Punkt. In den falschen Fall betrachten, den wir betrachten werden, weil wir schlüten dann. Und das hat mit der Frau zu tun, was ich am Anfang früh. Heide Antwort. Lass mich die Verse erst weiter lesen, Verse 12 und 13. Und viele von den älteren Priester, Leviten und Lehrer von den Volksgruppen, die den ersten Tempel noch gesehen hatten, hielten Lüd, als sie dort sahen, dass das Fundament für den neuen Tempel gelegt wird. Viele überfrieden sich und jochten, so dass Geschrei Lüd schalt. Und dat Frauen Geschrei und dat Lüde gehiel, mangt dat Volk ging nicht zu unterscheiden, wie es dat Volk Lüd jocht, so dass einer den Schaul von weit auf hielt.
Dort läuft ein großes Geschrei während dem Einweihungsgottesdienst von Hielen und von Jubeln, von Rohren und von Jochen. Wir können gut verstehen, woran Fehler während dieser Phase sich freuen deuten, right? Woran wären die Frau? Das weiß wir gut. Woran wären diese neue Frau? Why were they happy? Ja. Das Fundament wie leicht. Das wie freudig. Aber woran deuten die anderen Hielen? Woran deuten die ältere Geschwister rohren? Ja. Ein Kommentar erklärt, einige von den älteren Menschen können sich noch an Salomos Tempel denken, wo ganz mit Gold gefällt wir und so prächtig wir, und hielten die Roten, wie es der neue Tempel nicht so besonders sein wird als der erste. Beide Tempel werden aus importiertem Zeitalter gebaut, aber Salomos Tempel wird prächtig und stand am Zentrum von einer großen, wichtigen, besonderen Stadt, Jerusalem, Gottes Stadt. Zerubabels Tempel wird von Ruinen umgeben. Kein Wunder, dass die Menschen hielten, die ältere Geschwister. Und ein anderer schreibt, dass die ältere Generation wegen ihrer Schuldgefühle in Reue zu Gott über ihre Sünden hielten deuten. Die wären portwies durch unschuldig, dass den ersten Tempel zerstört ward. Und als Christen kicken wir auch manchmal ab ans Leben drei. Und wir können sein, wo Gott uns geholfen hat, und wir loben Gott und wir preisen Gott dafür. Wir jochen, wir jubeln. Und aber wir können auch die Dinge sein, wo wir heute können beten. Und wir feilen uns vielleicht sogar schlechte Rebe. Und schließlich zuletzt möchten wir die Dinge Gott bringen. Und dann wieder gehen, aber das tut uns weh. Right? Weil wir drei kicken down, auf die Dinge, wo wir heute können beten down. Also können wir uns doch ein bisschen mit den Juden feilen, nicht? Die wird jubeln deuten und auch die wird healen deuten. Die drei Siedler wussten, dass ihr Tempel nicht so prächtig, nicht so schmack sein wird, als der Tempel, den Salomo bauen leiht. Und trotzdem wären sie dankbar für Gottes Gegenwart und Halt, als sie sein Haus in Erdenstadt waren abbüden. Und ich will die Betrachtung von der Samarias mit einem Zitat schließen. Und dort, wo groß und wo schmack der erste Tempel wir der zweite Tempel in einer Hinsicht viel besser als Salomos. Sogar der Prophet Haggai sagt in Haggai 2, Vers 9, Haggai 2, Vers 9, das Haus wird noch herrlicher sein als das erste, sagt der Herr, der alles regiert. Und auch wo diese steht, Fried und ein goldes Wiederkommen geben. So, ich kann eine Frage. In welcher Weise wird der zweite Tempel noch herrlicher sein als den ersten? How would the second temple be even more glorious than the first? Wer weiß? Sorry? Ja, dadurch? Jesus Christ. Der wird noch herrlicher sein, wie es Gottes sehen, Jesus Christus den zweiten Tempel besiegen wird. Der wird Gottes sehen, selbst würde hingehen. Jesus Christus. Gott selbst am Tempel zu haben, will viel besser als der Bundeskirche Gottes zu haben. Und liebe Geschwister, von der haben wir dort noch viel besser.
wie der Jesus Christus til Gottes Kirke und Gottes Tempel gehören kann. Und wir können Gott in uns ab immer wohnen haben. Das ist noch viel besser. Wir preisen und wir loben Gott dafür. Amen.